Das hier ist unser Aquarell-Journal. Und weil das hier noch ein bisschen, so ein bisschen, ja, zum Teil ein bisschen leer ist da drin, möchte ich noch irgendetwas rein basteln, wo das Muster hier aussen ein bisschen wieder aufgreift. Ich habe die Collage gemacht mit dem blümleten Origami-Papier. Und jetzt möchte ich doch ein paar Elemente hier rein tun, die hier wieder ein bisschen, ja, dass das einfach gut zusammenpasst, die ganze Geschichte. Und was würde sich natürlich besser eignen, mit Origami-Papier zu machen als Origamis. So, ich habe da ein paar Sachen ausprobiert, nicht anprobiert, sondern ausprobiert. Genau. Einige passen nicht ganz, die fallen schon wieder weg. Zum Beispiel das herzige Kistchen hier, wo man so auftun kann. Das würde sich theoretisch auch anbieten, aber es ist mir ein kleines bisschen zu dick. Man kann es ein bisschen wenig gut flach drücken. Und es ist mir tatsächlich hier auch nicht so ganz gelungen, aber ich habe das ja nur so schnell ausprobiert. So, das, was auch nicht ganz geht, ist das herzige Blümchen. Das kann man zwar flach drücken, aber halt nicht so auf die Schnelle. Und ich habe das Gefühl, wenn man dann da immer blättern würde, würde es da einfach verkrügeln. Das wäre dann ein bisschen schade. So, das ist auch noch etwas recht Witziges. Das ist so ein Eckeli. Das kann man irgendwie dann so als Buchzeichen benutzen, aber das passt auch nicht so ganz zu unserem Büchlein da. So, was das gut geht, ist zum Beispiel das noch. Das kann man so aufmachen irgendwie und dann kann man da irgendetwas drinnen verstecken. Lässt sich super verschliessen und ist auch schön flach. Wenn man da blättert, dann verkrügelt da nichts. Dann habe ich natürlich einfach so ein ganz einfaches Kuvert gemacht, das man so reinkleben könnte. Und da könnte man dann auch noch irgendwelche Sachen drin stecken. So, was ich auch noch recht herzig gefunden habe und total einfach, also ich glaube, das ist einfach das Allereinfachste, was es gibt, ist das hier. Das ist zwar recht hoch, lässt sich aber super flach drücken. Und man kann also auch etwas drinnen verstecken. Und das vierte ist das hier. Das, finde ich, sieht auch recht herzig aus. Ist auch super einfach zu machen. Das Problem ist, wenn es halt zu ist, ist es zu. Und man kann es dann schon auftun. Aber ihr seht, ich musste es dann so rausschleifen. Und dann, wenn man es dann so aufmacht und wieder einfach so schnell wieder zumachen, dann ja, es geht schon. Es geht schon. Es ist halt einfach nicht so einfach wie das, wo einfach so flup, so von der Eigen schon fast wieder ans richtige Ort hergeht. Ja, ich würde sagen, wir probieren doch mal ein bisschen etwas von dem. Und dann schauen wir, wo dass wir die schön platzieren können. Ja, ich glaube, ein Kuvert muss man nicht wirklich zeigen, wie man die faltet. Also ich glaube, es hat bei jeder schon mal ein Kuvert gefaltet. Ja, mache ich vielleicht noch 1, 2 von denen, ich weiß es nicht. Ich glaube, als erstes möchte ich mal das machen. Ich muss im Fall selber wieder schauen, wie das geht. Ich suche mir aber zuerst schon mal das Papier raus, das ich hier möchte benutzen. Vielleicht das hier. Ah, das ist das gleiche wie das. Da. Oh ja, das ist schön. Das ist schön. Mal schauen, ob ich das rausbringe, ohne dass es mir die Kanten abreißt. Weil sonst muss ich dann dort noch ein bisschen schneiden. Nein, nicht reissen. Okay. Okay, es hat nicht funktioniert. Ich muss noch schnell schneiden.
So. Ah, voilà. Gut, also, was muss man schon wieder machen? Was muss man schon wieder machen? Genau, man braucht die Mitte. Die Mitte brauchen wir und die finden wir ja bekanntlicherweise raus, indem wir da und da also ein bisschen faltet. Und dann haben wir da die Mitte. Die ist genau da. Wir könnten ja noch ein Töpfchen reinmachen. So, dass es niemand sieht. Sieht man es? Sieht man es nicht? Da ist die Mitte. So, und jetzt falte ich da alles schön in die Mitte. So. Und so. Der auch noch. Und dann. Aha, die noch. Die falten auch in die Mitte. Sehr schön. Einmal. Zweimal. Dreimal und viermal. Also, gell, ich bin absolut nicht der Origami-Meister. Überhaupt nicht. So. Ah, und wenn wir da sind, falten wir die retour. Oder? Stimmt das? Oder müssen wir das erst am Schluss machen? Keine Ahnung. Ich habe es vergessen. Ich habe den Ablauf vergessen. Ja, jetzt machen wir es halt so. Und nachher ist es dann so. Herrgott. So. Wo ist jetzt so der Falt? Da. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie das eine noch in die andere Richtung falten und so weiter. Aber es kommt gut, es kommt gut. Oh Mann, jetzt ist es gegangen. Ah, schau jetzt. Ja. So. Und da auch. Wieder. Sorry. Ah, also das hat man wahrscheinlich in die Richtung müssen falten, damit es dann ein bisschen einfacher geht. Oder meine ich das nur? Es wäre ja ganz leicht, ganz leicht. So. Jedes Mal habe ich wieder ein Knosch. So, das kommt gut, aber es kommt gut. Jetzt das hat man auch die andere Richtung müssen falten. So, schau jetzt. Von allein. Jetzt ist es gegangen. Ah, also doch Origami-Meister. Also doch. So, oh mein Gott, ist das herzig. Sehr, sehr schnussig. So, jetzt probiere ich gerade nochmal eins. Und zwar vielleicht noch ein blaues.
Das ist dunkel, das wäre doch jetzt noch hübsch. Das ist der hinten. Ah ja. So, mal schauen, wie das rausbringen. Hey. Nein! Es reisst immer dort. Also komm, ich probiere jetzt das noch einmal. Doch, da ist es. Wo? Da. Also, wenn ich jetzt so falte, dann ist das Helle innen. Ich glaube, das kommt gut. Und das Dunkle aussen. Ja, ja. Ja, das ist gut. Ja, ja. Es stimmt schon. Also das muss man gegen reinfalten und dann das andere muss man aber in die andere Richtung falten. Dann geht es viel einfacher. Also es geht schon auch diesen Weg, aber man hat es ja gesehen, es gibt dann ein kleines Gewurstel. So, genau, und jetzt so, jetzt brauchen wir auch wieder die Mitte. Irgendwie. So, und vielleicht wird es auch viel schöner, wenn man das dann so gerade lässt. Dann kann man das ein bisschen besser aneinander anpassen. Naja. So, und dann... Nein, aber das kommt dann ja in die andere Richtung. Also es ist ja so. Es ist ja so, dann muss das wieder... Nein, jetzt habe ich es genommen schon jetzt. Nein, ich will ja... Das ist ja nachher raus. So. Ach, herrje. Gar nicht kompliziert, hä? Gar nicht. So. So. Und jetzt so. Ja, ja. Dann faltet sich das fast von allein. Hey. Ja, ja, ist viel einfacher. So. Viel, viel einfacher. So, oh, hübsch. Ach, sehr herzig. Ja, genau. Prima. So. Und jetzt, was habe ich noch wollen? Jetzt habe ich auf jeden Fall das da noch wollen. Und das... Das habe ich auch schon wieder vergessen, wie es gegangen ist. Das war ein bisschen mühsam. Also, auf jeden Fall, ich möchte gerne, dass das innen ist. He? Also, es ist definitiv nicht so gegangen, aber ich weiß gerade nicht mehr wie. Ehrlich gesagt. Was ist denn das da? Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer mehr. Das ist komisch. Wie das? Wie kommt man zu diesen Feldern? Keine Ahnung mehr. Ich muss nochmal nachschauen. Ich weiß es nicht mehr. Ah, gut, also. Das hier dürfte ein bisschen einfacher sein. Ich glaube.
Ja. Was ist denn das? Das ist ja irgendwie komisch. Wieso kann ich das nicht mehr? Wieso kann ich mir das nicht merken? Oh, schau, Beere. Oder habe ich jetzt zu viel Feld? Jetzt habe ich viel zu viel. irgendwie ist einer zu viel. Oh Mann. Und dann, jetzt weiss ich nicht einmal mehr, wie man es zusammen macht. Sorry. Aber ich bin einfach zu doof für Origami. Das gibt es doch jetzt gar nicht. Wie ist denn das jetzt zusammen gewesen? Oh, mir gibt es etwas. Ich weiss es nicht mehr. Das ist jetzt aber nicht normal. Es gibt etwas, das gibt es gar nicht. Das heisst Origami. Origami und ich. Wie Origami nicht geht. Ich muss nochmal nachschauen. Ich kann es nicht. Oh, Scheiße. So, juhu, ich weiss es wieder. Es ist wirklich nicht so schwierig. Also, jetzt probieren wir es doch gerade noch einmal. Da habe ich wirklich ein bisschen zu viel gefaltet. Nachher sieht es halt nicht so schön aus, wenn das da so also viel Feld hat, die gar nicht dazugehören. Also, fort mit dem. Wie ist es jetzt schon wieder gegangen? Ja, eben genau. Also, alles gut, alles gut. Zuerst, ja, auf jeden Fall einmal so rum. So, damit wir da schön die Mitte haben. Und jetzt möchte ich aber schon gerne, ich möchte es gerne so, he? So, das gelbe Blümchen-Zeug aussen ist. So, und jetzt, mal weg da. Schon wieder alles falsch. Schon wieder alles falsch. Ich muss mir da schnell die Mitte anzeichnen, weil das da von diesen ganzen Blümlis ein bisschen verwirrend ist. So. So, jetzt alles schön in die Mitte falten, so wie wir es vorher auch schon probiert haben. Alles wie gehabt. So, und dann zurückfalten. Das haben wir auch so gemacht. Und wieder vorfalten. Schön wäre, wenn wir es wirklich gerade falten. So, also einfach wirklich richtig machen. So, und dann kommt es nämlich auch schön raus. So, und wieder für so, es ist krumm, aber was weiß ich schon. Zack. Und wieder führen. Vielleicht ist es nur wegen dem Muster, weil das Musterli so ist. Ich weiß es nicht. So, genau. Und jetzt faltet man das so in die Mitte. Genau. Und dann faltet man das in die Mitte. Schön gerade bitte. So. Und dann dafür. So, und am Schluss noch der. So.
Führen falten schön in die Mitte. Und dann wird das da noch eben das Gmast kommt jetzt. Das da drunter gestopft. So, oh. Ihr könnt ja das dann schöner als ich und ein bisschen feiner als ich. Wieder so das Gmast und gestopft. So, jetzt. Jetzt sieht es doch richtig aus. Hier habe ich leider auch noch dummerweise mit dem Falten zu viel gemacht. So, aber das Dunkle fällt jetzt da nicht so auf bei dem. So. Voilà. Jetzt ist doch gegangen. Komm, jetzt machen wir noch eins. Noch eins. Nein, schnell. Schnell. Das wird aussen sein. Komm, so Auswendiges. Ja, jetzt ist doch das toll rausgekommen. Ach, die sind herzig. Jawohl, also. So, und jetzt ehrlich, mit dem hier bin ich komplett hinüber. Ich muss es auch noch einmal nachschauen. Ich weiss es nicht mehr. Ich weiss es einfach nicht mehr. Vor allem habe ich es auch nicht mehr gefunden. Ich muss es noch einmal suchen. Moment. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt sollte ich es wieder im Griff haben. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. So, also ich habe tatsächlich das Tutorial, das ich das erste Mal gesehen habe, nicht mehr gefunden. Keine Ahnung, es ist nicht einmal mehr in meinem Verlauf. Keine Ahnung, es war einfach weg gewesen. Und ich habe mega lange gesucht, bis ich das anderes gefunden habe, wo sie das ein bisschen anders faltet. Oder, ja, ich weiss nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall schneiden sie noch etwas schneiden, aber das kann man auch ohne Schneiden machen. Ja, es kommt alles gut. Also, wenn ihr wirklich lernen Origami falten, dann geht bei einem Origami-Meister schauen. Bei mir gibt es einfach nur irgendwas Handgelenk mal Pi, gell? Jawohl, ich möchte, glaube ich, das draussen haben. So, als erstes habe ich wieder vergessen. Nein, so. So. Und dann den Spitz auffalten. Und dann den Spitz auffalten. So. Come on. So. So, und dann gehen wir mit dem auf die Kante, die wir jetzt hier gerade frisch gefaltet haben. Vielleicht sollte man es ein bisschen besser andrücken, noch geschwind ein bisschen, dass man die Falten auch gut sieht. So, also da ist unser Falt. Wir gehen mit dieser Kante auf diese Kante. Schön hier wieder im Spitz. Einmal auf dieser Seite. Und einmal auf dieser Seite. So, und dann in dem Tutorial, das ich jetzt vorher noch gerade gesehen habe, schneiden Sie die ab. Aber wir können die jetzt falten oder wir können sie auch nachher falten. Wir machen es jetzt, es ist ein bisschen einfacher. So, einfach entweder abschneiden oder umfalten. So. Gut. Dann kann man alles wieder auffalten und die ganze Geschichte in die andere Richtung noch einmal machen. Genau das Gleiche.
So. Dann, ups, aufhalten und auf die Kante falten. So, einmal rauf, da ist es schon gefaltet. Oben einmal noch auf die. Ah! Ehrlich, das gibt bei mir ein Krügel, ich sage es. Ich sage euch, das gibt ein Krügel bei mir. Aber nur bei mir. Ihr könnt das ja sicher alle viel besser. Viel genauer und viel mit einer ruhigeren Hand. Dann wird das nämlich auch perfekt und nicht so Kraut und Rüben wie bei mir. So, voilà. Gut. Aber es geht also auch mit Kraut und Rüben. So, jetzt haben wir auch die ganzen Feld. Jetzt können wir das hier, wo ja jetzt eventuell abgeschnitten wäre, falten wir einfach gegen rein. Und jetzt haben wir ja ein Achteck. So. Und die da, das sind also Schnitze da. Das falten wir jetzt gegen rein. Möglichst auf die Linie, schön in die Mitte. Und drücken einfach die zwei, nur den Schnitz an. Von da bis da und von da bis da. Also so, das ist schwierig zu erklären. Das wäre ja da so, der Schnitz. Und den habe ich jetzt von da bis da gefaltet. Da ist er gefaltet oder abgeschnitten und da. So. Genau, und das mache ich jetzt bei jedem Stoppelschnitz. Oder wie man dem sagen will. Von da bis da. Und von da bis da. Von da bis da. Irgendwie in dem anderen Tutorial haben wir das anders gemacht. Ich weiß nicht mehr wie. Dass man den Falten bekommen hat, wirklich nicht. So, bin ich jetzt den schon mal, oder was? Noch nicht, den noch. Den noch, wo ist die Mitte? Da. So, und den habe ich, jawohl. So, und jetzt hat man ja aussen ein Achteck und jetzt hat man hier innen auch ein Achteck bekommen. Und das tut man jetzt eigentlich wie so gegen oben falten, dass das ja dann den Boden gibt. Und wenn man jetzt das nächste auffaltet, dann ergibt sich hier der Spitz automatisch und dann kann man den einfach oder, auf die Seite überlegen. So. Die Felder sind ja automatisch schon da. Und dann tut sich das wie von allein, theoretisch, würde sich das wie von allein aufstellen und überfalten. Ein kleines bisschen muss man vielleicht noch ein bisschen mithelfen. Und irgendwie, weiß auch nicht. Keine Ahnung. Einfach ein bisschen am richtigen Ort das hinlegen. So, irgendwie. Kommt schon. Kommt schon gut. Ein bisschen Mosten. Und irgendwie geht es dann schon. So. Ich sage das nicht in einem Profi-Origami-König, dass ich da einfach ein bisschen moste und dann sage, es geht dann schon. So, jetzt
ist es da. Und dann... Ach je. Oh mein Gott, was ist jetzt wieder los? Da ist es zu weit hin. So, jetzt aber, schau jetzt. Jetzt kommt es gut. Wieso können das alle so gut und bei mir wird das so ein Gewurst. So, und das einfach jetzt noch auf die andere Seite über. Jetzt ist es gegangen. Aber auch bei mir funktioniert es. Also auch wenn man ein bisschen wurstelt und ein bisschen mostet, funktioniert das. Und dann sieht doch das wunderbar herzig aus. So, tada! Und zu geht es eigentlich wirklich wie von allein. So, jetzt habe ich hier 4. Das ist eins, das habe ich nicht abgeschnitten. Das war so ein Test-Dingsbums. Ja, genau. Die sind doch hübsch. So, jetzt schauen wir die herzigen, die wir jetzt hier haben. Die können wir doch jetzt einfach hier noch ins Journal kleben. Irgendwie. Mal schauen, ob da alle 3 wollen. So. Jetzt klebe ich doch das einfach so auf. So. Zack. Und jawohl, das krügelt auch überhaupt nichts. Ah, ist das schön. Da, zu dem passt doch da so ein Blümchen. Ein rosa Blümchen. So, haben wir das Gels. Ja. So, da passt doch der wunderbar noch rein. Oder wenn wir jetzt auch so... Ja. Oh, das ist wieder umgeblitzt. So gehört es ja. Prima. Schön. Und jetzt... Jetzt haben wir noch 3, aber ich glaube, ich tue noch 1 rein. Ich glaube, ich tue noch das rein. Ja. Ja. 3 sind ein bisschen zu viel. Ich wollte ja noch ein Kuvertchen auch noch rein tun, vielleicht. Die müssen dann auch noch irgendwo Platz haben. Ach, schön. So, ja. Genau. Ah, ich finde, das sieht cool aus. Die sind doch herzig. Und ich finde, sie passen super und sie... ja, da haben wir jetzt gerade das gleiche Papier wie auf dem Kärtchen noch. Das passt doch auch super von der Farbe und es greift einfach das auf, was hier ja, auf unserer Innenseite drauf ist. Ich finde es schön. Mir gefällt das. Das haben wir doch auch. Haben wir das auch nicht irgendwo da? Ah ja, da. Das ist hier das gleiche Papier. Ach, schön. Mir gefällt es. Ich finde es cool. Die sind mega herzig. Da kann man noch irgendetwas drin verstecken. Das sehen wir dann später noch. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.